They could, there's plans to invest in a wind park in the region in Mecklenburg. And as far as we know, Dong actually is buying quite strong in the business of wind parks and wind energy. So we say, why not wind energy instead? Ja, hallo, wir sind hier bei Dong Energy, das ist ein dänischer Energiekonzern. Und ja, ich spreche gerade mit einer Aktivistin von den Klimapiraten. Magst du deinen Namen kurz verraten? Henrike Wegener heißt ich. Hallo Henrike, ja, warum seid ihr denn heute hier? Wir sind heute hier, um Dong zu gratulieren zu der Entscheidung, das Kohlekraftwerk in Norddeutschland, in Lubmin, nicht zu bauen. Da gab es große Proteste. Für 2 Jahre gab es Bürgerinitiativen, der BUND, die Klimaallianz, alle haben dagegen protestiert, gegen diese Pläne, das Kohlekraftwerk dort zu bauen. Wir als Klimapiraten protestieren seit einem halben Jahr mit und machen viele Aktionen gegen dieses Kraftwerk. Und am Freitag, jetzt vor 3-4 Tagen, hat es der Energiekonzern Dong gesagt, dass sie es nicht bauen wollen. Dazu wollen wir gratulieren. Sehr schön. Und habt ihr noch weitergehende Forderungen an den Konzern? Na, wir sagen, schön, ihr tötet das Klima jetzt nicht mehr, aber vielleicht geht ihr jetzt noch weiter in die richtige Richtung und investiert noch mehr in erneuerbare Energien in Deutschland, im eigenen Staat, also in Dänemark. Genau, das wäre schön, nicht nur nichts Böses zu tun, sondern vielleicht auch was Gutes zu tun. Beteiligt ihr euch auch an den Aktionen, die am Mittwoch stattfinden? Reclaim Power, Assembly of the People vor dem Kongresszentrum? Das ist noch ein bisschen ungeklärt. Ist aber wahrscheinlich auch eine individuelle Entscheidung der einzelnen Klimapiraten und Piratinnen. Aber auf jeden Fall sind wir als Klimapiraten friedlich. Wir nehmen nur an friedlichen Aktionen teil. Habt ihr selber noch eigene Aktionen, die ihr macht in den nächsten Tagen? Oder? Wir wollen auf jeden Fall am Ende der Konferenz, also am 18. noch eine Aktion machen. Die ist aber noch nicht zu Ende geplant. Da gibt es vage Ideen. Wir wollen unsere Wut ausdrücken darüber, dass momentan ja die Konferenz sehr schlecht läuft, die Verhandlungen. Wut heißt nicht Gewalt, aber ich bin momentan wahnsinnig enttäuscht über das, was da passiert, und das muss auch zum Ausdruck kommen. Ich hätte noch eine etwas zugespitzte Frage, die ich mal gerne stelle. Auch bei den Klimapiraten ist ja CO2 so ein bisschen das Hauptthema, zumindest von meinem Eindruck her. Glaubst du, dass es reicht, die CO2-Emissionen zu reduzieren, um die Welt zu retten? Nein, es gibt sehr viele Baustellen, an der es in der Welt gerade nicht gut läuft. Aber Klimawandel ist das, was am dringlichsten momentan ist. Und beim Klimawandel ist das CO2 also CO2 hat den stärksten Einfluss. Da gibt es natürlich aber auch andere Treibhausgase, die auch reduziert werden müssen. Klimawandel ist das dringlichste Problem momentan. Das heißt aber nicht, dass die anderen Probleme nicht auch dringlich sind.